Schönen guten Abend doch von meiner Seite. Das ist auch für mich nicht ganz einfach, wenn die Dawache Graf Zöllenheieren hört, die den Premier und Gesundheitsminister Logratei präsentiert hat, für dann an Niederungen von der Realpolitik zurückzukehren. Der Premier hat mich gebeten, das Pressekonferenz zu machen, weil ich meine, dass es einfach notwendig ist, dass man da eine Reihe Präzisionen gehen par rapport zu denen Texten, wo man Derogationen machen am Code de Travail. Zum Teil, weil es Derogationen sind, die ziemlich weit gehen, und zum Teil aber auch, weil es Derogationen sind, die man in kürzester Zeit auch mit den Sozialpartnern diskutiert haben. Und ich muss gleich am Anfang sagen, dass es natürlich für Gewerkschaftsvertreter hauptsächlich nicht einfach war, für mit auf die Weg zu gehen, die wir heute beschreiben, weil es, wie ich gesagt habe, einfach einschneidend Schritt sind am Lützeburger Arbeitsrecht. Ich will vielleicht aufhängen mit einem Punkt, den ganz viel diskutiert wird, das den vom Chômage partiell. Am Mengen die erste und einschneidendste Mesure, die wir geholt haben, für einerseits die Salarien eng Direkthilfe kommen zu lassen, und selbstverständlich aber auch die Betrieber, die haben eine immense finanzielle Entlastung kriegen und damit auch mengen ganz viele Betrieber helfen, das schwere Zeiten zu überleben. Trotzdem ist es so, und das ist bekannt, dass wir wissen, dass wenn wir die normalen Systeme applizieren, dass dann die Leute an Anführungszeichen nimmen 80% von ihrem Basislohn kriegen, wird natürlich für viele Leute einfach große Probleme durchstellen. Leute, die wenn wir alle Guten nach Präenhof zu bezahlen haben, die in Umständen Loyer zu bezahlen haben und noch andere Chargen haben. Dafür hatten die Gewerkschaften noch praktisch von dem Tag an, wo wir dezidiert hatten, schon mehr partiell für alle Sektoren am Land abzumachen. Praktisch direkt die Forderung gestaltet, dass ihn sollte 100% vom Chômage partiell von ihrer Lohn der Leute zukommen lassen. Wir haben darauf hingewiesen, dass das natürlich die Budget, die sowieso schon an explodieren als Nachbe ging gonflieren, an hun dafür als mit den Gewerkschaften zusammengesetzt, an hun probiert einen Kompromiss zu finden. Und wir sind immens froh, dass das gelungen ist, den Kompromiss zu finden, nämlich einen Akkord zwischen der Regierung, zwischen den Gewerkschaften OGBL und LCGB, und das will ich aber auch betonen, wo auch den Akkord von der Union des Entreprises Luxembourgeoises vorliegt. Für wer aus den Akkord auch wichtig. Wenn man nämlich auf die Lesung rübergehen, dass kein, den am Chômage partiell ist, durch die 80%-Regelung ändert es sich vom Lützeburger Mindestlohnwert fallen, dann heißt das, dass natürlich ein Reihleit ein gut Stück mehr kriegen, wie das hinten vom ursprünglichen Gesetz zusteht, wie dann heißt das aber auch, dass Patronen 13,8% Sozialleistungen auf dem zusätzlichen Betrag müssen bezahlen. Dafür bin ich immens froh, dass wir auch von ihrer Seite den Akkord kriegen, für das zu machen. Ich will das hier betonen, an Mengen neben dem ökonomischen Aspekt von dieser Maßnahme, wo wir die Leute hier Kaufkraft erhalten, aber auch eine ganz klare soziale Mesure mitten an der Krise ist. Es wird dann so sein, dass durch den Chômage partiell kein Mann wie 2.141,99 € am Monat an der Peitut tun. Und wird dann auch so sein, und das war sowieso schon vorderen fixiert, dass auch kein mehr für das Maximum von 5.362,41 € kann kriegen. Wen profitiert von dieser Mesure? Das sind alle guten die Leute, die Männer wie 2.677 € brutto verdient haben. Das ist für alle in den Bereichen, wo man kurz dafür sind, weil die Regierung dezidiert hat, dass die Betriebe müssen so machen, einen großen Teil von den Leuten, die betroffen sind. Ich will an dem Kontext auch noch daran erinnern, dass der Regierungsrat auch ein Reglement geholt hat, wo garantiert ist, dass alle Guten die Leute, die am Chômage partiell sind, dass die während der Zeit, wo sie am Chômage partiell sind, nicht dürfen entlos gehen. Auch das ist, meine ich, eine ganz wichtige Mesure,
die am Ende von der Leute geholt gehen ist. Ein zweiter Aspekt, den noch der Premier schon als seinem Beitrag erwähnt hat, ist den Congé pour raison familiale. Die gute Nachricht, das extraordinäre Mesure, die auch weit über das rausgeht, was wir an dem ursprünglichen Gesetzestext vom Congé pour raison familiale stehen hätten, wird weitergeführt. Allerdings wird sie eingeschränkt. Schiedverein, den am Chômage partiell ist, und auch Schiedverein, den ein Partner hat oder ein Mensch, der mit ihm am Ménage sitzt, den am Chômage partiell ist, kann ab dem nächsten Monat nicht mehr von dieser Mesure profitieren. Auch alle guten die Leute, die eine andere Möglichkeit fanden, für hier Kinder versorgt zu kriegen, können nicht mehr von dem Congé pour raison familiale profitieren. Das ist auch wichtig zu sagen, dass alle guten die Leute, die noch wollen trotzdem trotz den Einschränkungen vom Congé pour raison familiale profitieren, dass die ab nächsten Monaten eine neue Demande müssen erreichen. Die neue Formular ist schon fertig an die Fandach auf guichet.lu. Am Kader vom Congé pour raison familiale ist auch noch zu sagen, dass man ein zusätzliches Kriterium herangesetzt haben. Ab Haut können dann auch davon profitieren, alle guten die Älteren, die Kant zwischen 13 und 18 Jahren haben, an der am handicapierten Status ist. Und das muss nicht mehr, wie das vier gesehen eine Hospitalisation sind, für das sie davon kann profitieren. Aber das geht auch ohne, dass das handicapiert Kant am Spital leihen. Dritter Punkt, den ich wichtig ist, ist das, was wir bei der Adam von Deleen oder von neuen Deleen angefordert haben. Wichtig ist zu sagen, dass die Leute, die ihre Chômage haut oder morgen abhalten, weil sie eben den Zeitlimit überschritten haben, dass denen automatisch weitergeführt wird. Wir werden machen das aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute nicht die Möglichkeit hatten, selbstverständlich nach den letzten Wochen sich bei einem Patron zu präsentieren, für eventuell eine Arbeit zu kriegen. Und aus dem Grund ist es eigentlich nicht mehr richtig, dass wir die Ausbezahlung vom Chômage für die Leute einfach weiterführen, ohne weitere Mesuren. Das nämlich zählt auch für die Leute, die auf Formationen bei der ADEM sind, an die aus den bekannten Gründen unterbracht sind. Normalerweise wäre es so gewesen, weil in einer Formation unterbricht, verliert den sein Recht auf Chômage. Hier konsiderieren wir das nicht, die Formation als unterbracht und trotzdem behalten die Leute hier Recht auf Chômage und auch die Deleen, die mit der Formation in Verbindung stehen, gehen dementsprechend verlängert. Dann ist es doch ganz wichtig für die Leute, die Gesundheitsprobleme haben, an die eine Demande de Klassement gemacht haben, auch die sind undeleen gehalten und auch die Deleen haben wir verlängert, sodass die Leute nicht werden lesiert gehen durch die Situation, an der wir stehen. Da kommt ein Punkt, und ich so noch das mit ganz großer Ehrlichkeit. Die Leute, die Punkt, den wir hier ausschneiden, ist für die Gewerkschaften ganz schwer zu verdauen und kann ihn dadurch nur vollziehen. Es geht um Durée de Travail, wo sich Durchsprungsarbeit von den Gewerkschaften, wo ihnen ganz viel mehr drastisch, wo ganz viel auch Diskussionen wären an der Vergangenheit. Dass man hier die Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden können absetzen von 40 auf 60 an die maximale Zeit, die am Tag geschafft gehen, von 10 auf 12 absetzen, als natürlich etwas für die Gewerkschaften schwer zu verkräften ist. Dafür hin noch Garantie gehen, dass wir selbstverständlich das nicht einfach so machen. Es zählt just für die Sektoren, die von der Regierung definiert sind als die Sektoren, die müssen abbleiben, für das Vitalkleben am Land zu erhellen, soll man ganz klar sein, und kann auch nicht aufgrund von einer ganz detaillierter und motivierter Demande geschehen, wo dann auch mussten Avis von der Delegation dabei sein, und wenn das nicht möglich ist, muss kurzfristig vom Minister den Avis von den 2 national repräsentativen Gewerkschaften gefragt sein. Wie gesagt, das ist uns bewusst, dass auch eine Mesure, die striktement limitiert ist auf die Zeit von der Krise, dass es also möglich ist, dass Leute 12 Stunden am Tag können schaffen, respektive 60 Stunden an der Woche.
Eng mesure, die auch aus dem Sektor könnt, wo eng Demand, ein groß Demand do war, einerseits von den Studenten, die willen schaffen, die willen helfen an den Betrieber, andererseits aber auch von den Betrieber, die nicht mehr genug Leute tun, für hier Aktivitäten zu erhalten. Und dafür machen wir dann nur möglich, dass Studenten an einem CDD auch können bis 40 Stunden an der Woche schaffen. Letzte mesure, die wir nach werden diskutieren, auch am Zusammenhang mit den Gewerkschaften, das sind all die Mesuren, die von einzelnen Demanten werden rauskommen, für die Arbeitszeit zu verändern. Da probieren wir, wie gesagt, am ganz engen Kontakt mit den Gewerkschaften zu tranchieren. Ich meine, das wären nur vielleicht die Hauptmessagen, die ich wollte geben. Ich wollte just noch sagen, dass auch das Formular für die Betriebe, die wollen vom Chômage partiell profitieren. Die neuen Formular haben nachdem ein ganz automatisiert Prozedur steht. Ab Haut, ab Guichet.lu, Publigas, die Betrieber, die nach Chômage partiell ugefrot, sollten unbedingt diesen UT benutzen, weil den als möglich möchte, viel mehr sehr hier Demanten zu trätieren. Bei denen bald 7000 Demanten, die wir rakrit tun, über Internet, über Mail, schriftlich zum Deal, sind da eine ganze Reihe schon akkordiert an das System. Jetzt sind da eine ganze Reihe dabei, wo einfach die Donnerien nicht ausführlich genug waren, sodass wir also müssen eine zweite Demand kreieren. Die Betrieber werden von der ADEM informiert gehen, können dann über die neuen, sehr performanten System dann hier Demand erreichen und kriegen dann noch die Garantie, dass sie ganz sehr werden suchen, ob ihre Konto kriegen, für das auch können payen und hier Salarien ausbezahlen. Ich werde mal fertig mit Mengen Klarstellungen und werden dann mit größer Fried auftrauen. RTL als die Regierung gewillt notzubessern für die Botsfrauen, die nicht für eine Entreprise schaffen, aber die für Privatstädte schaffen. Kriegen die Leute Chômage partiell, wird nur gebessert. Das ist keine Frage von Nobesserung, das ist eine Frage von den gesetzlichen Bestimmungen, die wir zu diesem Moment haben. Am Gesetz über das Chômage partiell steht ganz klar dran, dass das muss ein Etablissement sein, das legalement existant ist. Das ist einfach nach allen Interpretationen von unseren Juristen am Moment nicht der Fall. Ich will an dem Kontext doch sagen, dass man den Begriff schon ganz weit ausgelöst haben. Früher wäre es so, dass die Independenten die Salarien hatten, dass die Salarien aus sich vom Chômage partiell ausgeschlossen wären, eben weil am Text steht, Etablissement légalement existant. Und früher ist es immer so interpretiert, wie wenn ein Independent kein Etablissement wäre. Wir haben das an der Interpretation, ohne dass wir das Reglement müssen ändern, auch geändert. Das heißt also, dass wir auch den Salarien von den Independenten vom Chômage partiell können profitieren, bei den Botsfrauen, die an den privaten Haushalten arbeiten, dann noch umgestaltet sind. Ich betone, es geht die Botsfrauen und Botsmänner, die an den privaten Haushalten Kontrakt haben, also beim besten nicht möglich die an dieser Bestimmung fallen zu lassen. Ich kann euch einfach versprechen, dass wir als CAP zusammenstrecken, wir sind noch schon am Gange, für auch Lesungen für die Fälle zu sichern. Ich will aber auch so, dass ihr da merkt, dass aber bei den allermeisten Fall du eine ganz eng menschliche Relation hergestellt hast. Zwischen einerseits dem Patron an der Botsfrau, sodass ganz viele Patronen dezidiert haben, dass Botsfrau soll daheim bleiben und dass diese aber einfach geben weiter bezahlen. Für die Fälle denken wir zum Beispiel darum, da muss ich aber noch mit dem Sozialminister diskutieren, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, dass man vielleicht für die Fälle auf jeden Fall auch Sozialleistungen werden neutralisieren. Das kann ich einfach zu diesem Moment nicht versprechen. Wie gesagt, das ist eine Idee, wo wir darüber nachdenken. In dem Sinn wäre das dann eine Notbesserung. Aber wie gesagt, den Term Notbesserung ist in diesem Sinn sich falsch, weil nicht eine Frage von politischem Willen ist, sondern einfach eine Frage von juristischen Texten. Une frage pour Passaparola. Quelles sont les directives pour les entreprises privées qui ne fournissent pas des services essentiels et qui obligent le personnel à se rendre au bureau? Y a-t-il des obligations ou recommandations pour les entreprises qui gèrent des coworking spaces?
Ja, ich meine selbstverständlich, ob das Coworking ist oder ob das andere Aktivitäten sind, die an den Betrieben nach Obrecht erhalten gehen. Der Code de Travail ist nicht außer Kraft gesetzt. Und am Code de Travail steht ganz klar dran, dass der Patron responsabel ist für die Sicherheit und Santé von seinen Salarien. Er muss sich also ganz klar um die Regeln, die neuen Sanitärregeln halten, die die Regierung verfügt hat. Und das ist auch so, dass die TM auf ihrem Site Guide veröffentlicht wird, wo in die Sicherheitsbestimmungen noch mehr im Detail kann lesen. Eng froh vom Paper Jam. Est-il envisagé d'élargir l'accès au chômage partiel pour inclure les indépendants? Ich meine, die Frau hatte schon beantwortet, die Independenten oder die Salarien von den Independenten, die sind durch die Öffnung, die wir gemacht haben, die können vom Chômage partiell profitieren, den Independenten selber selbstverständlich nicht, weil am Gesetz vom Chômage partiell immer nicht mehr von den Salarien redet geht. Eng froh vom Tageblatt. Hebeln die Änderungen der Regulierung der Wochenarbeitszeit bestehende Kollektivverträge aus? Und welche Ruhezeiten gelten angesichts der 60-Stunden-Woche für die Arbeitskräfte? Ich meine, ich hatte das für drüben gesagt, dass auch das, wie weit das den Gewerkschaften ganz viel Bauchfähig gemacht wird, weil wir einerseits eine gesetzliche Bestimmung hatten, auf der anderen Seite aber auch Kollektivverträge, wo die Arbeitszeitregelungen nach mehr favorabel am meisten Fall für Salarien waren. Und dafür hatten Gewerkschaften auch viel Probleme mit der Bestimmung. Wie weit haben wir die Bestimmung geholt? Mit Sicherheit nicht als Spaß unterfried. Wir wollen mal wissen, dass ganz viele Betriebe einfach an der Unmöglichkeit sind, an dem normalen 8 Stunden Schichtsystem zu schaffen, das packen sie nicht mit. Das ist auch ein Demand, die aus dem Sektor selber könnt, notamment aus dem Spidolsektor, die wollen switchen auf einen 12-Stunden-Rhythmus, respektive auch am Bereich von der Pflege, wo ein ganz großes Demand ist, für nur denen neue Modelle zu schaffen. Ich betone nach einmal, das ist eine Mesure, die ganz klar auf Krisenzeiten beschränkt ist und nur direkt wird abgeholfen gehen. Die nächste Frage vom Tageblatt. Wer ist der aktuelle Stand bei der Kurzarbeit? Wie viele Leute sind am Chômage partiell? Die genaue Schiffer kann ich nicht sagen. Den letzten Schiffer, den schon sind, rund 7000 Betriebe, die bis jetzt eine Demand gemacht haben. Allein die Betriebe, die durch eine Decision von der Regierung aber müssen zu machen, das sind rund 15.000 mit rund 105.000 Salarien. Die genauen Schiffer sind zu diesem Moment nicht aufsehbar. Ich gehe aber davon aus, dass die Schiffer noch wesentlich werden an die Lut kommen. Ich froh vom Radio 100,7. Als der finanziellen Impact von den neuen Mesuren, die heute am Regierungsrat dezidiert wurden, schon chiffriert gehen. Die neuen Mesuren, wenn das die sind, von denen ich gerade geschwärzt habe, werden Mindestlohn angeht, den das selbstverständlich chiffriert gehen, aber sehr da war just bei einer Heischrechnung, sodass ich also keinen absoluten Schiffer kann sagen. Ich gehe aber davon aus, dass das, was wir dezidiert haben, dass das schlussendlich wird an einer Größenordnung von 20 bis 30 Millionen im Monat liegen. Die nächste Frage kommt von der Vox. Welche Berufsgruppen sind genau von der 60-Stunden-Woche-Regelung betroffen? Wenn wir noch eine Minute Chance geben, das sind alle guten Betriebe, die auch am Reglement Grandikal stehen, 14 Sektoren insgesamt, die also können davon auch profitieren. Das sind die Betriebe, die durch Decision von der Regierung müssen hier Aktivitäten aufrechterhalten. Das sind Optiker, das sind Kommerzen, die hauptsächlich Alimente verkaufen für Tieren, das sind Kommerzen von den Telekommunikationen, Kommerzen von den Produkten d'Hygiene, von der Körperpflege insgesamt, Servicen, der Wand von den Carburanten, also die Benzinstationen, die Aktivitäten vom Transport von den Personen, Distributeur von den Commerce spezialisieren am Material médico-sanitär, Pediküren, Medikalen, die natürlich nicht mehr die FSW Mediko machen, Kommerzen an der Distribution von der Presse, der Institutionen finanzieren und Assuranzen, Postservicer, Servicer vom Pressinger, vom Nettoyage von den Kleider, Service funéraires und Aktivitäten vom Dépannage, von der Reparation, von der Depollution
an die können die neidische Antrittsärbechten machen an auch die neidische Märchen, die am Bereich von der Sicherheit zu machen. Das sind also hauptsächlich Staatssektoren, die dann auch können von der neuer 60 Stunden Regelung profitieren, Maximum Stunden an der Woche zu schaffen. Englecht tro dann vom Paper Jam, un employeur peut-il licencier si certains de ses employés sont en chômage partiel? Nee, ich meine, das hatte ich ganz klar gesagt. Alle guten Betrieber, die Leute am Chômage partiell sind, können die Leute nicht entlassen. Okay, vielmals merci.